Nach dem Rolli seinen falschen Verdacht sagt Kathi die Leute im Wirtshaus, dass sie in der Hoffnung ist. Und ihren Ex sagt es auch. Auf Martini möchten die Lansinger einen Umgang machen mit dem Pfarrer als heiliger Martin am Ros oben. Der Pfarrer traut sich aber nicht und der Hubert und der preußische Kölner möchten das machen, aber die Lansinger werden sie nicht eins, der welcher von denen zwei das am besten ist. Am Schluss darf's noch Tina machen, weil die für die Hamperer alte Fetzen gesammelt hat. Weil zwischen der Margot und seinem preußischen Alten das Handtalhalten nicht gescheit hinhaut, legt er der Emil Handschellen an und mit denen müssen sie nachher im Wirtshaus Schafkopfen. Der Severin kauft seiner Gspusi Sorfen, die wo ausschauen und riechen, als wäre Schokolade. Als Hummel weiß das aber nicht und kann sich nicht zurückhalten und beißt aber davon. Josie meint, dass der Pauli in der Nasen bohrt und schimpft ihm vor die Leute. Drauf meint er, dass sie in der Nasen bohrt und tut das anfotografieren und das Wirtshaus reinhängen. Schließlich stellt sie außer, dass das alles nicht wahr ist. An Rolli sei preußische Gspusi fängt das Eifern an und glaubt, dass er's bescheißt. Drum stellt sie ihm Fallen. Aber er bleibt sauber und sie blamiert sie recht. Der Chris weiß nicht, dass das Graffe von Tunschei sein Spezi gefälscht ist und baut einen gefälschten Scheinwerfer in die Schande an den Karren rein. Der Tunschei hat aber Bullen und drum macht er das Fleiß wieder hin, damit dass er einen richtigen einbauen kann. Schließlich kommt aber der Chris dahinter, dass der Tunschei und den sein Spezi Verbrecher haben, wo er gefälschtes Zeug verkaufen.